So, hallo zusammen zu Talk und Pray. Das ist für mich immer ein Vorrecht. Ich habe schon vor im Chat gesehen. Viele Leute sind schon dabei. Susanna, freust du dich mega auf die Ja, Zeit? ich freue mich riesig. Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Und ich freue mich deswegen, weil du dabei bist, zum einen und zum anderen, weil wir ja immer auch die Message vom Sonntag durchbeten. Und es ist so ein Gewinn auch für uns zwei. Und wir beten jedes Mal vor Talk and Pray und sagen, Heiliger Geist, komm du. Und ich danke dir für das, was du mit uns tust. Und das ist auch gleichzeitig mein Gebet für dich und mich, dass wir einfach heute durch diese Zeit nochmals eine neue Seite von Gott kennenlernen und im Spezifischen auch eine neue Seite, wie wir konkret beten können. Also ich möchte gerade mit diesem Gebet starten, Susanna. Zwar darf der Heilige Geist einladen. Wir haben natürlich schon ein paar Dinge vorbereitet, aber es ist ja nicht einfach so, dass wir das so runterspulen. Es ist auch eine interaktive Zeit. Ich möchte dir einfach Danke sagen, Herr Jesus, dass du diese Zeit einfach gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Du kannst Impulse setzen, du kannst den Finger auf gewisse Dinge legen, wo du gerne möchtest, dass wir vielleicht auch das Augenmerk mal mehr auf das legen oder gewisse Dinge auch aufhören oder tun, was auch immer, sondern Heiliger Geist, gebrauche einfach, dass in diesen Minuten Wunder geschehen in meiner Seele, Wunder geschehen an meinem Körper und auch in meinem Geist. Und wir laden dich jetzt einfach ein, dass du kommst, dass du wirkst an den Computern zu Hause oder auch später auf YouTube. Du kannst alles gebrauchen. Amen. Amen. So, das Thema ist heute Gebet bewirkt Wunder. Ja. Wir hatten heute ein Gespräch gehabt, das war interessant. Jemand hat gesagt, zum Beispiel, wenn man sagt, die Welt geht unter, dann sagte der Martin Luther, dann würde ich heute noch einen Baum pflanzen, obwohl ich weiß, die Welt geht unter. Das heißt, Hoffnung ist eine so große Substanz. Das stimmt. Hey, und du, Leo, hast ja am Sonntag diese zwei Listen gehabt. Also das eine ist meine Wunschliste und das andere Gottes Strategie. Und genau darauf wollen wir heute ein bisschen genauer eingehen. Das nehme ich jetzt schon mal vorweg, weil es ist für mich einfach so eine Hilfe zu wissen, eine Wunschliste ist okay, aber eine Wunschliste ist nicht die Art, wie ich bete, sondern ich bete meine Wunschliste mit Gottes Strategie. Also das ist jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Ich glaube, wir holen ein bisschen weiter vorne aus. Das ist ein Husten, sorry. Hustenanfall. Also, ich möchte lesen, was in Johannes 11, Vers 3 und 6 steht. Und zwar geht es um die Geschichte, wo der Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, stirbt. Und das sind ja oft so Schicksalsschläge, die uns treffen, Krankheiten, die uns treffen, Nöte, Umstände in irgendwelcher Form, die uns auch ins Gespräch mit Gott bringen. Und es heißt da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Also sie meinen damit ihren Bruder Lazarus und appellieren damit, hey, das bedeutet doch dir auch etwas. Als Jesus nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Und die Frage ist, wer von dir, euch, die jetzt zuhört, haben sich genau schon in dieser Lage befunden? Du hast Gott deine Not ausgeschüttet und hattest das Gefühl, er macht komplett etwas anderes. Also, wenn ich das höre und er blieb einfach 2 Tage irgendwo noch, da denke ich, ist das nicht angekommen, Ja, Gott? ich habe eben auch gedacht, weil das ist ja zum Beispiel, wenn man eine Not hat und man ist eine Kirche oder Familie und man teilt die Not und dann erwartet man eigentlich, dass Leute zuhören und auch dann aktiv werden. Und das ist oft auch der Punkt, die Leute sagen, ich bin mega enttäuscht von Kirche, die haben sich für mich nicht gesorgt, die haben sich nicht gekümmert. Aber Jesus hat genau das gemacht. Die Not ist voll auf dem Tisch und er bewegt sich nicht in dem Sinne sogar, er kommt sogar 4 Tage zu spät, Lazarus stirbt, sein enger Freund, und er kommt 4 Tage später. Und es gibt so Momente, wenn man das jetzt also anschaut, in dieser Phase haben ja dann Maria und Martha nicht gewusst, was geht ab. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo du auch drin bist. Du hast eine Not, du hast es Jesus da platziert, vielleicht auch deine Church, deine Familie, und du hast das Gefühl, niemand macht nur irgendetwas. Und in dieser Phase, wo man das Gefühl hat, niemand hört es, niemand nimmt Notiz, da geht mega vieles ab in unserem Herzen. Das Gefühl haben, bin ich da nicht wichtig? Habe ich was falsch gemacht? Habe ich gesündigt? Habe ich Unglauben?
bin ich doch nicht so wertvoll, wie ich gedacht habe. Ich weiß ja nicht, was ist so deine Geschichte, aber ich finde es interessant, einfach zu wissen, auch wenn es da Jesus, sage ich mal, menschlich zu spät kommt, macht er da eigentlich eine Message, eine Botschaft an uns Menschen, um zu sagen, auch wenn etwas hoffnungslos tot ist, Ja. unmöglich, kann Jesus ein Wort sprechen und Wunder werden doch nochmals Realität. Man sagt, wo die menschliche Ohnmacht stößt auf die göttliche Allmacht dann zusammen. Ja, und wir nehmen jetzt da an diesem Punkt gerade schon eure Anliegen, die ihr da schon in den Chat schreibt, die verschiedensten Anliegen für einen Bruder, wo einfach nur noch das Schlechte sieht und so weiter und so fort. Genau da in diesem Moment bringen wir einfach dir, Gott im Himmel, diese Anliegen, die jetzt schon im Chat stehen oder die wir auch persönlich auf unserem Herzen tragen. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der hört. Und dieser Bibelvers sagt uns ja nicht, dass du nicht gehört hast. Es sagt nur, dass du anders reagiert hast, als wir erwartet haben. Und ich danke dir, dass du unsere Nöte hörst und unsere Anliegen siehst, jetzt in dem Moment. Und wir bringen sie vor dir. Und ich danke dir, dass wir auch in die Geschichte von dieser Martha und Maria eintauchen können und mögest du durch diese Geschichte in unserem Leben von einem Vorbeugungsglauben in einen Auferstehungsglauben heute diesen Vorbeugungsglauben in einen Auferstehungsglauben verwandeln. Amen. Amen. Wir möchten gerne mit euch so 4 Punkte durchdenken und auch beten. Es geht ja vor allem um das Gebet. Wir machen nur ein paar Gedanken, damit auch das Gebet dann ein bisschen auch eingeflossen ist. Und zwar, Jesus kommt ja zu spät und es gibt so der vorbeugende Glaube. Und Martha sagt zu Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und das ist so, der vorbeugende Glaube ist eigentlich etwas, was wir beten. Gott, beschütze du mich, wenn ich zur Arbeit fahre, beschütze du, wenn mein Kind in die Schule geht, beim Urlaub, beim Skifahren, beim Motorradfahren, was auch immer. Das ist so der vorbeugende Glaube. Aber was ist dann, wenn ich doch einen Unfall habe? Was ist dann, wenn ich doch vielleicht die Arbeit verliere oder ich werde krank? Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, wo hast du diese Dinge erlebt, wo du einfach mit diesen Zweifeln dann da bist und denkst, ja, habe ich was falsch gemacht? Es kann manchmal sein, dass man mal was falsch macht, nicht immer. Es kann manchmal sein, man hat eine Türe aufgemacht für die unsichtbare negative Welt, kann sein, aber es ist nicht immer so. Und es gibt so Momente, wo wir wie keine Antwort finden auf Dinge, die geschehen sind. Wie Martha, wärst du da gewesen, wäre es nicht passiert mit Antworten. Sie sagte, die Gegenwart Gottes war nicht da, sonst hätte das nicht passiert. Und was ich interessant finde eben, ist eben, wenn man auch die Bibel anschaut und auch die Kirchengeschichte anschaut, wie viele Frauen und Männer sind für den Glauben in die Mission gegangen und sind krank geworden, sind gestorben, haben Schicksalsschläge erlebt. Auch alle 12 Jünger haben es nicht überlebt in dem Sinne. Und das ist, es gibt so eine Seite der Medaille, wo wir dann oft keine Antwort finden und auch vertrauen müssen, dass Gott irgendwie am Ende vom Tag doch einen Plan hat. Und ich möchte, dass wir ganz kurz unsere Enttäuschungen, wo wir frustriert sind, wo wir auch ein bisschen vielleicht sogar bitter geworden sind oder auch resigniert haben, weil wir haben am Sonntag eine Umfrage gemacht auf Social Media und über Wunder und 15% haben gesagt, ich glaube nicht mehr an Wunder. Ja. Und das heißt, sie hatten mal an Wunder geglaubt, aber als es nicht eingetroffen ist, dann sagt man, es ist besser, ich mache diese Schublade zu, als immer diesen Schmerz zu erleben, dass das Wunder nicht passiert. Und ich möchte mit dir zusammen jetzt einfach, wenn du das willst, einfach mal dein Herz hinhalten, deine Enttäuschungen, wie bei Martha. Sie war enttäuscht, sie war frustriert, sie hat das nicht verstanden. Es war auch ein bisschen eine Anklage, wenn du da gewesen wärst. Jetzt ich bringe dir einfach diese Momente in meinem Leben, die ich einfach nicht zusammenkriege. Die Momente in meinem Leben, wo ich nicht verstehe, wieso ich das durchlaufen muss oder musste. Wo auch zum Teil dann Dinge daraus entstanden sind, die ich bis heute nicht als gewinnbringend sehe. Und du bist ein Gott, wo ich jetzt einfach mein Herz inhalte und sage einfach, ich möchte nicht diesen Frust in mir wachsen lassen. Und dennoch habe ich Fragen, auf die habe ich bis heute keine Antwort bekommen. Und ich lege meine
ich sage immer, ich lege meine kleine Hand in deine große Hände. Wie ein Kind, das sagt, ich lege meine Hand in deine Hand. Und die Hand Gottes ist so groß und so riesig. Und ich möchte dich bitten, dass jetzt du mit dem Heiligen Geist jetzt einfach in meine Enttäuschungen reinkommst, in diesen Frust hineinkommst, in diese Niederlagen hineinkommst, wo ich wirklich darunter leide und nicht einen Vorteil in meinem Leben sehe. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, du hast gesagt, du siehst, du hörst, du fühlst und du nimmst nochmals Notiz in meinem Leben. Und ich möchte jetzt wirklich bitten, dass du da in mir ein Wunder bewirkst, das ich mir nicht vorstellen kann. Ja. Wie soll das geschehen? Aber du kannst das tun. Ja. Und es gibt so Momente in unserem Leben, wo ich auch zu Gott sage, ich kann mir nicht mehr vorstellen, rein menschlich. Und auch wenn ich alle meine Optionen durchdenke, wie sollte das noch möglich sein? Es gibt so Situationen, die haben sich so verhakt, dass man gar nicht mehr weiß, wie kommt man da wieder raus. Und dieses Gebet bete ich jetzt wirklich über deine Situation, über deinem Leben da, wo man keine Option mehr sieht, wo die Hand Gottes wie nicht da gewesen ist, menschlich gesprochen, dass du nochmals ein Wunder machst und Dinge sortierst. Ja. Amen. Amen. Ich finde das ein mega wichtiges Gebet, weil Martha, das war ein Vorwurf und was ich in der Geschichte bewegend finde, dass sie ihren vorbeugenden Glauben verändert hatte in den Glauben von der Auferstehung. Und dieser Satz, Susanne, kannst du mal vorlesen, Ja. Johannes 11, Vers 22. Genau, das folgt ja direkt auf dieses, wenn du hier gewesen wärst, folgt direkt der Vers 22, wo es heißt, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Also und wir sind jetzt im Gebet so weit, dass wir sagen, ich gebe dir meine Enttäuschungen hin. Und mein Gebet ist jetzt, dass auch wir sagen können, aber ich weiß, was auch immer du, Jesus, von Gott erbittest, wird er dir geben. Und um was ich jetzt beten möchte, ist, dass wieder diese Auferstehungskraft in diesem Erlebnis zum Zug kommt. Also nicht, dass jetzt einfach das wieder zurückgespult wird und ungeschehen gemacht wird. Das ist wahrscheinlich nicht mehr möglich in dem Sinne. Aber dass das, was tot geworden ist, durch diese Erfahrung, dass da jetzt die Auferstehungskraft hineinkommt in deinem Leben. Da, wo etwas von Hoffnung gestorben ist, etwas von Vertrauen in Gott gestorben ist, etwas von Glauben in Gott gestorben ist, etwas von diesem wunderwirkenden Gott, diese Vorstellung gestorben ist. Da bitte ich jetzt dich, himmlischer Vater, komm du. Und blase, Heiliger Geist, diese Auferstehungskraft jetzt in diese Leben hinein, jetzt in diese Situation hinein und dass wir einfach diese Kraft von dir spüren, weil Martha geht auch weiter und sie sagt, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Gott im Himmel, wir resignieren nicht vor dir, aber wir kapitulieren und sagen, offensichtlich, so wie ich es mir vorgestellt habe, ist es nicht geworden. Und jetzt heben wir unsere Augen zu dir und sagen, Gott, nicht wie ich will, zeig mir deinen Weg. Ich habe euch in den Chat reingeschrieben, wo brauchst du ein Auferstehungswunder? Schreib das einfach rein, wenn du das gerne auch möchtest. Und das ist, während du das auch reinschreibst, ist es für mich wie ein Gebet, Ja. dass du eigentlich zu Gott jetzt auch bittest, weil ich bin einfach davon überzeugt, dass wir alle irgendwo Bereiche haben, wo wir wirklich so ein Wunder brauchen, wo wir einfach rein menschlich mal sagen, ja, vielleicht habe ich Dinge falsch gemacht. Es ist ja nicht einfach immer so, dass es einfach nur per Zufall ist. Manchmal hat man was falsch gemacht und manchmal hat man auch nichts falsch gemacht. Und weil das Leben ist nicht so berechenbar immer. Ich sage immer, das Leben ist nicht immer fair. Aber zum Glück ist Gott immer gut. Und Gott hat zum Glück auch das letzte Wort. Und das letzte Wort ist immer das entscheidende Wort am Ende vom Tag. Und die Bibel sagt am Ende, ich finde es so ein krasser Bibelvers in der Offenbarung, da wird Gott, vom Baum des Lebens wird Gott Blätter nehmen
und sogar die Tränen der Menschen einzeln abwischen. Er wird sogar Nationen heilen. Es gibt ganze Nationen, die leiden darunter. Die haben vielleicht nichts falsch gemacht, sondern sind einfach irgendwo in ein Spielball geworden. Und Gott wird auch die Ungerechtigkeit wiederherstellen. Und dieser Bibelvers bedeutet für mich, Gott hat am Ende das letzte Wort. Und das ist für mich so wichtig zu wissen, weil das ist für mich das größte Wunder, das am Ende geschehen wird, weil es gibt auch Menschen, die erleben diese Wunder nicht auf Lebenszeiten. Der Hebräerbrief sagte, dass viele Leute haben Verheißungen gehabt und haben während ihren Lebzeiten nicht die Erfüllung gesehen. Und doch sind sie gegangen, ohne müde und matt zu werden. Weißt du warum? Weil sie hat dann noch in ihrer Perspektive ein anderes Bild, wie Psalm 23. Gott hat ein Haus für uns bereitgestellt, wo wir bleiben werden für immer. Und das ist dann diese Perspektive, wo Leute haben, zu sagen, am Ende habe ich ein Ziel, ein Zuhause, einen Gott, der mich tröstet, einen Gott, der mich heilt, und Gott wird Dinge wiederherstellen. Und ich finde das so ein starkes Bild, und darum kann ich auch für Heilung immer beten, weil ich weiß, Gott heilt immer. Er heilt jetzt, er heilt als ein Prozess, und geschieht es nicht auf der Erde, heilt Gott uns im Himmel. Und das ist für mich eine so krasse Perspektive, weil ein Auferstehungswunder passiert hier auf Erden, aber auch am Ende im Himmel, wenn wir bei unserem Gott im Himmel sein werden. Und vielleicht hast du auch irgendwo in deinem Leben Hoffnung verloren oder den Glauben verloren. Oder vielleicht lebst du auch so mit dieser Haltung, ja, okay, wenn Gott das so will, dann muss ich jetzt dies und das lernen. Und ein Bild hat mir sehr geholfen, dass wir ja Freunde sind von Gott. Er sagt, wir sind nicht mehr länger Diener und Knechte und Sklaven, sondern wir sind Freunde. Und dann habe ich mir vorgestellt, und genau dieses Bild hilft mir, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Leo befreundet bin und wir haben abgemacht, gestern Abend, sagen wir um 19 Uhr, haben wir dort und dort abgemacht. Dann bin ich dort um 19 Uhr zur abgemachten Zeit und du erscheinst einfach nicht. Leo erscheint einfach nicht. Er erscheint nicht nach 5 Minuten, er erscheint nicht nach 10 Minuten. Er erscheint einfach nicht an diesem Abend. Dann also wenn dir das passiert, dann denken wir ja nicht einfach so, ah ja, gut, wahrscheinlich will Leo, dass ich Geduld lerne, wahrscheinlich will er mich prüfen, ob ich immer noch zu ihm halte, auch wenn er jetzt nicht erscheint, obwohl wir das so abgemacht haben. Würde doch niemand von uns machen. Das Erste, was ich tun würde, und erst recht in der heutigen Zeit, ist Handy in die Hand nehmen und anrufen und sagen, hallo Leo, wo bist du? Du bist zu spät. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Respekt hätte, würde ich vielleicht sagen, Leo, habe ich irgendetwas falsch verstanden? Ich sitze hier und warte, aber du kommst nicht. Und weißt du was? Das bedeutet Gott mega viel, wenn wir das Wort aufnehmen und sagen, in allem Respekt, lieber Gott, habe ich etwas falsch verstanden. Ich komme gerade nicht klar, du schweigst und ich weiß nicht, wie damit umgehen. Ich verstehe dich nicht, anstatt zu denken und alles einfach so hinzunehmen. Das fand ich so ein hilfreiches Bild. Mega, mega cooles Bild. Susanne, viele Leute haben jetzt geschrieben, ich habe gefragt im Chat, was ist dein Auferstehungswunder, das du brauchst? Und ihr habt da viele Sachen reingeschrieben von Familie, von Ehe, von den Kindern, von Gesundheit, von all diesen verschiedenen Dingen. Ja. Und ich lege jetzt einfach so meine Hand symbolisch auf dieses Smartphone. Und ich möchte dir, Vater im Himmel, Danke sagen, dass du hast gesagt, wenn die Leiter von einer Kirche beten für die Menschen, die krank sind, wird es ihnen besser gehen. Und das sprechen wir jetzt aus, einfach symbolisch als Leiter gesetzt in einer Kirche. Ich bete das für dein Leben, für deine Ehe, für deine Familie, für deine Gesundheit, für deine Tiere, für deine Kinder, für alles, was es da reingeschrieben worden ist. Bete ich, dass du, Gott, jetzt einfach ein Wunder bewirkst. Du bist ein wunderbewirkender Gott. Du hast Sterne gemacht, du hast jedem Stern einen Namen gegeben, und es hat so viele Sterne im Kosmos, wir können das gar nicht zählen. So unzählbar sind die Sterne, und du hast doch jedem Stern einen Namen gegeben. Und wie viel mal mehr bist du der große Gott, der sich auf die ganz kleinen Details in meinem Leben eingehen wird. Und ich bete jetzt einfach, dass der Gott im Himmel ganz spezifisch und ganz detailliert in deinem Leben ein Wunder bewirkt.
Weil Wunder ist Gottes Spezialität und auch Gottes Visitenkarte. Das bringt immer wieder die Dimension vom Himmel auf diese Erde. Und Jesus sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus hat Wunder getan, um uns zu zeigen, dass ein Tod und eine Krankheit, alle diese Dinge existieren nicht von da, wo Jesus herkommt und wieder hinging. Ja. Es ist nur eine Visitenkarte, wie so eine Postkarte, ein Vorgeschmack, wie der Himmel sein wird. Und ich bete, dass dieser Himmel und der Vorgeschmack jetzt in deine Situation, in dein Leben hineinfällt im Namen von Jesus. Ja. Amen. Amen. Wunder, Susanne, hat mit dem zu tun, der vorbeugende Glaube ist das eine, dann der Auferstehungskraft und Wunder geschehen auf zwei Dinge, dass man eben das erste eine Wunschliste auch ausfüllt. Weil Leute haben gesagt, ja, wie machst du diesen Bogen von Lazarus zu diesen Punkten? Weil wenn man über den Auferstehungsglauben spricht, gibt es eben zwei Dimensionen, wo man bewusst worden ist. Es gibt meine Wunschliste. Das bedeutet, dass man Gott als einen liebenden Vater mal alle Wünsche hinhält. Und es ist eben auch so, wir haben ja Kinder und wenn unsere Kinder ihre Wünsche uns offenbaren, denke ich bei gewissen Wünschen, okay, ja, kann man wünschen, ich habe die Finanzen nicht, aber immerhin, sie sprechen einmal alles auf. Und die Wunschliste geht nicht darum, dass du dir überlegst, was darf man oder was darf man nicht, das sind Wünsche. Du musst auch nicht sortieren, ist es jetzt egoistisch oder habe ich ein Machtproblem oder Finanzproblem, spielt alles gar keine Rolle. Eine Wunschliste ist einfach eine Wunschliste. Und die füllt man mal aus mit allem, was man hat. Und ich finde es oft auch interessant, dass man manchmal auch Wünsche hat, die man sich gar nicht getraut auszusprechen. Das ist eine Wunschliste. Also schreib mal alles auf, was du hast. Denn wir haben einen Vater im Himmel. Und du kannst diesen Bibelvers mal, Susanne, vorlesen. In Matthäus steht er geschrieben. In Matthäus. Also, den finde ich so stark. Der hat mich mehr berührt diesen Sonntag, weil ich gemerkt habe, wir haben einen Vater im Himmel. Dem ist es nicht egal, was auf unserer Wunschliste ist. Genau, plappert nicht vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Jetzt bin ich gerade gestolpert, weil ich gedacht habe, es müsste stehen, sie glauben nicht. Nein, sie glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug wiederholen. Also das würde bedeuten, wenn ich oft genug sage, was hier auf meiner Wunschliste steht, dann wird es geschehen. Und auch noch die richtigen Worte finden, weil Gebet ist nicht, du hast die richtigen Worte. Manchmal sagen Leute, ich weiß nicht, wie so ein Zauberspruch, ja, manchmal oder? sagen Leute, ich weiß nicht, wie beten, sage ich, aber also wenn du jetzt hier mit mir redest, sprichst du auch ganz normal. Sag ich, das ist das Gleiche mit Gott. Benutzt die Wörter, die du auch bei mir benutzt. Weil Gott ist ein Freund, ist ein Gegenüber und du musst nicht die perfekten Worte finden, weil Gott sieht ja unser Herz und das ist lauter als unsere Worte. Der Bibelvers geht weiter, seid nicht wie sie, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch ehe ihr ihn darum bittet. Es tut gut, seine Wünsche mal einfach filterlos aufzuschreiben, aber es ist nicht immer das, was wir uns wünschen, auch das, was wir brauchen. Und deswegen ist es hilfreich zu wissen, die Wunschliste ist meine Wunschliste, aber nicht meine Gebetsliste. Und es hat mir auch am Sonntag so geholfen, das ist meine Wunschliste. Aber beten tue ich mit Gottes Strategie, weil dann können sich Wünsche auch plötzlich verändern, respektive mir wird plötzlich bewusst, dass mein Wunsch eigentlich nur das Symptom ist von irgendeiner Ursache und dass ich eigentlich lieber die Ursache hätte, dass Gott verändert und der Wunsch wäre meine Lösung, aber es gibt natürlich auch noch andere und vielleicht sogar bessere Lösungen. Ja, mir hat es mega geholfen, weil es ist schon so, es gibt ja viele Leute, dass das Gebetsleben ein bisschen flach geworden, weil man eben jeden Tag immer die Wunschliste runterbetet und das ist auch etwas, was einem auf dem Herzen liegt. Das ist ja nicht per se falsch. Und dann wird das mega monoton und die Wunschliste schreibt man einmal auf, das kann man auch erweitern und ergänzen, aber dann sagt man, Gottes Strategie bedeutet nichts anderes, als zu sagen, Jesus, heute bin ich hier, was hast du auf dem Herzen? Ja. Und dann kommt ein Eindruck, ein Gedanke. Ich habe das heute Morgen auch gemacht und dann bin ich in mein Auto gesessen und dann kam mir eine Frau in den Sinn, die ist schwer krank. Und dann habe ich mein Smartphone genommen und habe ein Gebet für sie gebetet und aufgenommen und ihr geschickt.
das hatte ich gestern noch nicht auf meiner Ja. To-Do-Liste. Das war auch heute Morgen nicht auf der To-Do-Liste, sondern dann ist wie etwas, was Gott mir auf das Herz gelegt hat und dann habe ich das gemacht und habe ihr das geschickt und hoffe, dass das Gebet etwas bewirkt. Und dann wird eben die Freundschaft mit Jesus spannend und prickelnd und begeisternd und es ist nicht wie so abgestaubt immer das Gleiche, sondern es ist genau das Gleiche, es ist wie so, du kannst nicht von den Wundern leben, die du vor einer Woche erlebt hast. Wunder, die man erlebt hat, stärkt in mir den Glauben, dass Gott Wunder machen kann. Aber du brauchst heute ein neues Wunder. Du brauchst heute ein neues Manna. Sie konnten das Mannabrot nicht einsammeln im Alten Testament für 5 Tage. Es war immer frisch für einen Tag. Und das Wasser war immer da für einen Tag. Und ich finde, bei diesen einen Tag ist unser Punkt, dass Gott jeden Tag frisches Brot, frisches Wasser, frische Gedanken, frische Impulse bringt und dann bleibt unser Glaubensleben mega spannend und begeisternd. Manchmal Leute plötzlich nach 7, 8 Jahren sagen, ja, das ist so langweilig, immer das Gleiche in der Bibel. Sag ich, aber nicht Gottes Ja. Strategie, Gottes Strategie. Er wird dich immer überraschen mit Dingen, die hast du nicht auf dem Radar gehabt. Und dann wirst du zu einem Wunder für andere Frauen und Männer werden. Und wie man das macht, Susanne, ist einfach. Man gibt Raum am Heiligen Geist. Da, wo man ihm Raum gibt, da spricht er auch. Das heißt manchmal, dass ich einfach ruhig bin und sage, Heiliger Geist, hier bin ich. Und ich höre auf die innere Stimme. Kommt mir nichts, höre ich nichts. Ja, dann hast okay, dann ist es auch okay. Dann hast du nichts gehört. Oder wenn du merkst, deine Gedanken schweifen immer ab, dann bedeutet das, du bist überladen. Dann ist auch eine Botschaft. Du musst irgendwie runterkommen. Du findest gar nicht mehr zur Ruhe. Darum ist, wenn man sagt, man gibt dem Heiligen Geist Raum, da kommen schon, wenn man schon ruhig ist, Susanna, kommen schon mega viele Themen hoch. Oder man denkt gerade über die Sorge nach, also hat man die Sorge nicht abgelegt. Oder man sieht ein Problem, man hat das auch nicht Gott hingelegt und zu vertrauen, dass Gott diesen Goliath in meinem Leben irgendwie besiegen möchte. Und ich fände es cool und schön, wenn wir ganz kurz einen Moment einfach jetzt nehmen und sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Ich bin dein Sohn und ich bin deine Tochter. Du hast mich geformt und geschaffen und geprägt im Leibe meiner Mutter. Und ich möchte, dass dieser Himmel auf die Erde kommt und du mich gebrauchst als deine Hände, als deine Füße, als deine Augen, deine Ohren und deinen Mund, um mir jetzt einfach, auch wenn du später noch zuhörst auf YouTube, du mir jetzt gerade ein Wort gibst, das jetzt für den Moment, für heute relevant ist. Mhm. Das ist ein Wort, kann ein Gefühl sein. Du magst an etwas erinnern. Oder du merkst, deine Gedanken schweifen irgendwo ab. Und da beginnt eben das Reich von Gott, Gottes Reich besser gesagt, lebendig zu werden in uns. Und wir werden zu einer Botschafter, Botschafterin an seiner Stelle hier auf dieser Erde. Und dann wird der Himmel plötzlich sichtbar für die Frauen und Männer auf dieser Erde werden. Susanne, jetzt hast du deine Augen zugemacht für einen Moment. Was ist so dir durch den Kopf? Es geht dir durch den Kopf, wenn du deine Augen zumachst. Mir geht ganz vieles durch den Kopf, aber mir geht im Moment gerade ein Bibelvers durch den Kopf, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich von Gott und dann fällt dir alles andere zu. Und Das heißt, das hier. Also die ja, Wunschliste fällt plötzlich auf dich zu. Und ich finde es eben so cool, diesen Bibelvers, weil man betet strategisch und das gibt man Gott einmal und er hat Gott in seinem Portemonnaie, sage ich ja, mal. Und dann zupft Gott das zu seiner Zeit und auch diese Dinge, die für mich richtig und wichtig sind. Also ich bete auch, Gott, gib mir nicht das, was ich will, sondern das, was ich am Ende wirklich gebrauche. Es kann auch sein, jetzt von einer Wunschliste, die gar nicht so cool am Ende rauskommen. Das möchte ich dann auch nicht erleben. Und da vertraue ich meinem Gott, dass er das sortiert. Und Gott entscheidet, was ist für mich hilfreich. ja. Und das finde ich eben mega, mega cool, weil er ist ein Vater, der mich besser kennt, als ich meine tiefsten Gedanken auch Sehnsüchte. Und darum finde ich eben das so cool, du sagst, tracht nach dem Reich von Gott, nach seiner Gerechtigkeit, er lässt dir Dinge zufallen und dann sind wir wieder beim Thema Wunder. Gebet bewirkt Wunder. Und wenn ich jetzt mein Leben, unser Leben anschaue,
Wir haben so viele Wunder erlebt und wir werden noch so viele Wunder erleben, weil wir Gott eben auch diese Plattform geben. Als ich meine Augen zugemacht habe, in mir ist im Moment eine mega Begeisterung über das, was im Moment geschieht durch unsere Kirche. Also alleine Talk and Pray. Ich finde das ein unglaublich cooles Format. Also das hilft. Ich sage auch, wenn jetzt niemand heute zuschauen würde, ich würde es nur schon wegen mir machen. Ich finde es so cool, einfach zusammen zu beten mit meiner Frau. Ist ein Vorrecht. Gott spricht zu mir. Wir haben Microchurches gegründet. Wir haben Leute, die schauen uns online an. Wir haben Menschen, die zum Glauben kommen. Ich merke im Moment, Gott macht mega viele Dinge. Die Welt ist globaler geworden. Die Kirchenmauern, existieren nicht mehr. Was ich mega cool finde, man hat immer noch die Church-Familie, aber man ist total vernetzt und verbunden. Von diesen Dingen hat man vor 30 Jahren gesprochen, es braucht mehr Einheit. Und mit der globalen Welt ist Einheit gar kein Thema mehr. Und der jungen Generation schon gar nicht mehr. Und mich begeistert das einfach zu sehen, wie die Kirche Schwung bekommt und auch neue Dinge hineinkommen, die vorher nicht da gewesen sind. Einfach, mich begeistert das. So cool. So cool. Und der letzte Punkt, bete kühn und erlebe Wunder, Gottes Strategie. Also da sind wir jetzt schon drauf eingegangen, aber den Bibelvers, den wir dazu ausgesucht haben, ist auch vom Sonntag. Es heißt, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. Und das ist, wenn ich nach Gottes Strategie bete, dass du, Gott, groß rauskommst in unserem Leben. Mit dem, was ich bete, mit dem wie ich lebe, dass du, Gott, groß rauskommst. Und ich glaube, das ist ein sehr schöner Segen, den wir einfach jetzt zum Ende von diesem Talk and Pray nochmal so richtig auch miteinander, lass uns das miteinander beten, weil das ist der erste Satz vom Unser Vater, von diesem Gebet, das Jesus uns vorgebetet hat. Und lass uns einfach sagen, unser Vater, du bist unser Vater. Und jede einzelne Person, die jetzt zuschaut und zuhört, haben dich als Vater. Wir sind deine Söhne und deine Töchter. Du bist unser Vater im Himmel. Und damit unterscheidest du dich gewaltig von unserem Vater, den wir hier auf der Erde haben. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geehrt. In all meinen Nöten, in all meinen Wünschen, in all meinen Anliegen, in all meinen Gebeten werde dein Name geehrt, dass wir mit dem, wie wir leben, mit dem, was wir erbitten, deinen Namen hier auf dieser Erde groß machen. Mögest du, Gott, uns da helfen. Amen. Amen. Ich habe am Anfang das gesagt, ein bisschen verschluckt, ist eben das mit dem Baum und der Hoffnung, wollte ich eben das sagen, ist, als Martin Luther gesagt hat, wenn ich wüsste, die Welt geht unter, ich würde heute noch einen Baum pflanzen. Er wollte mit dem sagen, Hoffnung ist die größte Substanz im Reich Gottes, weil es gibt immer die Hoffnung, dass Gott am Ende das letzte Wort hat. Es ist die Hoffnung, dass Gott am Ende gut ist. Es ist nicht die Hoffnung, dass alles gut wird, aber dass Gott gut ist. Und diese Perspektive, dass man dann einen Baum pflanzt, ist eben das Reich Gottes, wird nie aufhören, Hoffnung zu vermitteln, Hoffnung zu verkörpern, weil wir haben eine Hoffnung auf eine zukünftige Ewigkeit, wo unser Leben nie mehr aufhören wird mit diesem perfekten Gott und unser Leben Gott auf den Kopf stellt. Und das wollte ich mit eben sagen, wenn wir Wunder sprechen, sprechen wir von einem Gott der Hoffnung, der das letzte Wort hat und der Dinge, die sind unmöglich, wie bei Lazarus, 4 Tage tot, dann sagt Lazarus, komm hervor. Und er kam, das musste dir mal geben, kam aus dem Grab raus, eingewickelt in Tüchern. Und Leute haben gemerkt, wenn Jesus nach 4 Tagen einen Toten zum Leben auferwecken kann, dann gibt es nichts mehr, was er nicht kann und könnte. Und ich möchte dir das zurufen über deine Familie, auch wenn du Single bist, vielleicht wo du arbeitest, für deine Church, deine Gemeinschaft, was auch immer du unterwegs bist mit Gott. Du hast einen wunderbewirkenden Gott an deiner Seite und das ist die Hoffnung, die uns nichts auf dieser Welt stehlen kann. Und wir haben einen Frieden, den die Welt nicht kennt, oft nicht versteht, auch nicht hat. Und dieser Zugang, den Gott uns gegeben hat, lass uns den bitte durch nichts rauben. Und diesen Segen wünsche ich dir für die kommende Woche und ich sage ciao, God bless you, we love you, bye bye.